Alright, so wir sind in einer Reihe von Botschaften, die handeln sich Jelt. Und so vielleicht sind von Ihnen wer hergekommen, ihr seid hier Jas, ihr seid bloß von der auch hier vielleicht für das Lied in der Stadt, was hier begonnen als Glieder. Wie die Ferien sind auch anfangen, unsere Reihe von Botschaften, die handeln sich Läwen und Jelt. Und von der aus die zweite Botschaft, nächste Sonntag wird noch eine mehr sein. Und wir reden von Jelt. Wir reden von Jelt in der Kirche. Wir reden davon, wenn Jesus, der will uns lehren, wo wir sollen mit uns Jelt umgehen. Und für Sonntag, dann reden wir von der Frau, die wir sehr begierig und wir kicken ein bisschen ans Leben und wieder uns selbst ein bisschen nur forschen sein, sehr wie begierig. Und von der auch, weil wir als die Frau, was ist mir wichtig? Wenn es kommt, besonders bei dem Jelt, was ist mir wichtig? In uns Leben, was ist mir wichtig? Und das ist die Frau von der. Wir sind doch in den Season, wo wir in Meier für Jesus wollen tun. Und so, wenn ihr nicht bekannt seid mit Meier für Jesus, das ist, wo wir einmal das Jahr in dieser Season, ab Anfang von Jahr, dort aufmerken tun, dort ihr gerne geben. So, das ist, wo wir in Meier für Jesus tun und wo ihr gerne Meier geben, ist, was ihr am Sonntag Samaris tun hier in der Kurs. So, wenn ihr geben tun am Sonntag Samaris, wenn ihr hier rübergehen oder ankommen, besiegt der bei der Kurs, dort ist es, dass die Kirche kann ran, dort ist es, dass die Mission war in der Stadt, dort ist es, dass wir alle Dinge können tun von Tag zu Tag. Und dann, da wir einmal das Jahr in Meier für Jesus, und dort, wo jene Gelegenheit hat, zum Boven Eva zu geben, ist, was wir am Sonntag Samaris tun. Und das Jahr dann, wo wir können Meier Rühm merken in der Kirche, wo wir können even andere Missionen mit dem Radrawag in der Stadt, und wo wir wirklich bis noch checken, zum Meier für Jesus tun. Now, ich weiß, wenn wir reden von Meier für Jesus, und wenn wir sagen, wie kaufen Computer, oder wie down in Meier Rühm merken für Kinder, oder wie bauen Gebiet, dann würden wir vielleicht sagen, okay, erst dort die Investierung, erst dort in Gebiete, oder wo wir dort Geld haben. Und wenn wir an Meier für Jesus denken, dann will ich auch, wir sollen einmal an denken, Meier für Jesus ist, wo wir in Menschen investieren, und Menschen kommen auch zurück. So, wenn du das wo Geld wo investieren, dann wirst du einmal checken, was ist der Return on mein Investment, was will ich zurückkriegen? Und hier ist das so sind das Menschen. Und so nächste Sonntag, wo wir ein bisschen mehr von dort reden, dass ihr dort gerne reinmerken und bloß da eben denken, was ihr wollt tun, zu dem Meier für Jesus, das Jahr. Für Sonntag, dann checken wir noch das Monopoly. Und jetzt, wo ich die Reihe von Botschaften investiert habe, von hergenommen, Geld, Leben und Geld. Und manchmal in uns Leben, dann spielt wie auch ein bisschen das Monopoly. Und das Monopoly dort ist so, hier ist die Bank, und wir können mit Geld schaffen. Und wir versuchen, alle Länder zu kriegen. Wir versuchen, all die Häuser, die Motels und alle Dinge für uns zu kriegen. Und am Ende von Game, dann ist der ein Gewinner, der all das Geld kriegt. Hier ist das so sind die Dice, die Jitsklats, was wir dann schmieden, zum sein, wo wir uns treffen. Wir wollen aufpassen, dass wir nicht in den Jail kommen, aber wir schaffen und wir sind begierig und wir tun alles, was wir können, um alles Geld, alle Länder, alles seine für uns zu kriegen on das Game. Und so, was wir für Sonntag ein bisschen checken, ist das Buch. Und je kann den scannen, wenn ihr will, mit eurem Phone rüberkriegen. Und je kann den QR-Code scannen. Da wird ihr noch das Buch laden, wenn ihr einmal wieder gleich dort typen oder dort kann online horchen. Aber in das Buch, das Mann, der redet von Krieg von Monopoly. Und er sagt dort, wenn das Buch dort heißt, when the game is over, it all goes back into the box. Wenn das Game ist ever ist, dann jeder alle Träger in der Dose nehmen. Und ich glaube, das haben wir alle belebt, wenn wir Monopoly gespielt zum Haus. Wenn das ist ever ist, dann werden alle Träger top liegen und alle Häuser fliehen. Und das jeder alle Träger in der Dose nehmen. Und so, er redet von das Buch, in das Buch sagt er dort, er hat mit seiner Großmama viel dort top gespielt. Und seine Großmama so fein und leiftolich ist wie wir. Aber wenn sie das Game spielen, dann spielt sie immer so, dass sie wird gewinnen. Oder sie strengen sich so sehr an und wir so begierig, dass sie nicht wird gewinnen. Und heute so ein Tag, dann wird er auch das Game gewinnen. Und heute Tag, lehrt sich dann an und vielleicht mit Glück und alles top, aber er gewinnt auch das Monopoly. Aber dann geht er wieder in das Buch und er hat die guten Prinzipien, wo wir können mit uns Geld umgehen, dass es nicht ist, dass wir so mit uns Leben umgehen. So ist das Game von Monopoly, dass es alles ist, bis alles für uns zu kriegen. Wenn am Ende von Tag, am Ende von Leben, dann jeder alle Träger eine Dose nehmen. Und das haben wir gesehen. Wir haben like alle gesehen von unseren Nachbarn, unseren Freunden, oder wem immer das ist. Wenn das Leben ewig ist, dann jeder alle Träger eine Dose nehmen.
En so dat wo we wel een klein beetje meer wat van reden. Wanneer we aan denken dat wat is mij wichtig, ik deed een klein beetje noodchecken, een survey, een vrouw en wat ze de mensen hadden gevraagd, te zijn weet wat wichtig is wanneer het gaat met geld. En de vrouw dat we dit, wat wist u wellig zijn te doen voor $10 miljoen? En die merken zeer zeker dat die mensen wat ze willen vragen, dat die worden niet ergens ergens vooruitkomen. Dit wordt in Noord-Amerika gedaan, in de States wordt dit gedaan. En wanneer je dat wel zelfs nou zijn, dat ga je nou zijn, er zijn allerhand verschillende vrouwen wat ze die vragen. Maar dat naast zich, the day America told the truth. Den dag wat Amerika de waarheid zegt. En dat zijn sommige van deze dingen wat ze die mensen vragen. En ik wil hier best een paar van die even gaan. Maar wanneer ik dat even ga, hier zijn van de dingen wat de mensen zeggen, wat ze willen doen. Ik hoop die zaten alle, want je wordt wel zaten voor dat. Maar die vrouwen, die wat willen doen voor $10 miljoen, 25% zegt ze willen ihre families verlaten. Ze willen ihre families hingelaten, willen in het leven. 23% zeggen dat ze willen goed en vrij worden voor een werk. 7% zeggen dat ze willen ergens een vreemde wat ze niet gaan, te werden doodmerken. 25% zeggen ze willen de kerk ganz dag laten weggaan van de kerk. Ik hoop keiner van hier is dat wat dat wordt doen. 16% zegt dat ze willen een eigen partner plus dag laten en alleen leven, wanneer ze dat geld willen krijgen. En dan 3% zeggen dat ze willen de kinderen opgeven voor adoption. Ik hoop keiner van jullie als je zegt, ik wil het nog verwenjen in de stad. Maar nou, als ik dat even lees, dan denk ik zo werkelijk, dit is wat wordt passeren. So hier wist het een beetje wat mensen wichtig is. Ze hadden niet ganz klar wat er wichtig is. En zo, wie willen zeggen, oké, dit heeft niet wat met ons te doen. Dit is niet zoals wie willen zijn. Dat is niet zoals wie leven. En ik geloof dat ook. Maar de vraag is daarna, wat doen we met dat geld wat er aan ze heen komt? Wat doen we met dat geld wat er aan ze heen komt, of wat ons wegkomt? Wat is het wichtigste te ons? En ik hoop dat ik kan jullie een beetje helpen. Deze zondag, nächste zondag nog, een beetje te kijken hoe je omgaan met je geld en dat plus afleiden met zoals God zegt, zoals we zullen met ons geld omgaan. Want God heeft ook een weg waar hij dat wil leggen, dat we worden met ons geld omgaan en als dat opgeleid zoals we denken van ons geld en wat God denkt van ons geld. En dan is de vraag, wat is ons wichtig? Wat is ons wichtig wanneer het komt bij ons geld? En ik geloof meermaal dan vergeet we dat geld dat is werkelijk niet ons. Ik geloof meermaal hebben we dat vergeten en we denken zo dat geld dat is ons. Dat is ons, dat hebben we ons verdiend en we vergeten dat het is niet ons. Maar wat ik wil zeggen met dit is dat we zijn werkelijk verwalter. We zijn verwalter. Een verwalter dat is een manager. Een manager dat is einer wat de ongesteld is voor den wirt. En dat is wat we zijn. We zijn verwalter. En wanneer we dat vergeten, dat we verwalter zijn, we hebben eenmaal aangevangen te denken dat we zijn de eendimer. Dat is waar dat geld manchmal zegt wat we kunnen doen en wat we niet kunnen doen. Dat geld zegt niet dit heb, Jan kost niet voor vacation voor. Wenn we ons dat niet reich opgeleend en dan zegt het geld ons manchmal fair. En de vraag is, wat moet God zijn, wat we zullen doen met ons geld, dat we kunnen op zo'n weg leven, is wat hij zegt en wat hem wichtig is. En zo krijg je als verantwoordelijke verwalter, managers, wat ophossen doen van somebody else, van zeswem zijn geld, krijg je zoals vielleicht in some van jullie geschäften, vielleicht sei je een verwalter, vielleicht sei je een manager, vielleicht is du voor somebody else dat, du hast door wem wat dat voor die. En wanneer du best een werkwagen was, 2 weken, 1 dag, en er zijn een deel transferenties uitgegaan, die beter weten hoe dat geld is aangegaan. En zo krijg je, kijkt God ook naar ons, wanneer we ons dat maar eenmaal aanstellen, dat we zijn werkelijk verwalter, en God die wil ook weten, en hij weet, hoe dat geld is aangegaan en hoe dat is aangeschikt. En dus dat zo zullen we even denken over ons geld. We zijn verwalter, en we zullen oppassen hoe we dat geld aanschikken en te wat we dat brücken doen, wenn dat is werkelijk zeswem zijn. Wanneer we dienstig worden aanvangen te denken, dan wordt het vielleicht anders aanvangen te loten met onze financiën. Maar dit is wat Jezus zegt in Matthäus 6, en hij redt hier van geld. Wanneer het zegt van schatsen, dat meint geld, dat meint die investering, dat geld, dat wat we ons hoop schaffen. En hij zegt, sammelt je niet schatsen op deze eerd, wo de matten en ras die opvreten en de stelen aanbreken en de steel.
wenn ich es wer von Jünd einmal habe, wer wird fortgestohlen, vielleicht sei er um die Schaf gekommen, oder einen Stab, oder wo immer, ein Haus nennen, und die Dinge sind bloß weg. Das ist einfach gestohlen war, das ist weg. Ich kann mich besinnen, als ich ein junger Jung war, dann eins Morgens kamen wir in mein Dad seine Schaf nennen, und dann wieder Säuer gestohlen. Wir haben da ein Pickup gefixt mit so einer großen Radilas und vier Topscheiben. Und der Pickup wird fortgestohlen, aber nicht bloß der Pickup, der wird ganz voll gefliegt, der Radilas gleich ganz bad hoch voll, alle Breisenmaschinen und alle Handparts und Säuer wieder gestohlen. Wir checkten uns rum, das fällt sich sehr ladig. Und ich weiß, wo das da ein bisschen daherging, so fällt sich einfach besser, dass wir alle zwei, dass wir werden angebracht und der hat gestohlen. Aber so mal Schatze im Himmel, wo die Matten raus und die nicht verfreten und die Stehler nicht nur groven und stehlen. Weil wo ein Schatze ist, da wird ein Hort auch sein. So uns ist das klar, aber so weit hat Jesus hier von Jelt geredet. Und der nächste Vers, glaube ich, habe so viel mit dort zu tun. Er sagt, das Licht für den Körper ist das Öl, und wenn das Öl klar checkt, wird der ganze Körper voll Licht sein. Wenn das Öl aber nicht klar checkt, dann ist das im ganzen Körper dies da. Das ist uns alle klar, right? Und wenn nu das Licht, was in dies da ist, wo groß, wird dann das dies da sein. Keiner kann zwei Haaren dein. Keiner kann zwei Haaren dein. Du kannst nicht Gott dein und das Reichtum. Da, wenn sie merkt ihr nicht sorgen am ihr Leben, aber was ihr eten und was ihr trinken soll, auch nicht am was ihr Körper antragen soll. Ist das Leben nicht mehr als Eten und der Körper nicht mehr als Kleidung? Check nur die Vögel in der Luft. Die säen und die ernten auch nicht und sammeln nichts in der Stalling. Und jün vor am Himmel fordert die Dach. Sei je nicht mehr wert als die, wenn wir an dort denken, wenn wir denken, Jesus hat uns, Gott hat uns in sein Gleichnis gemerkt, wie lecken arm, wir haben sehen, wie kann denken, wie kann eine Entscheidung merken. Er sagt, sei je nicht mehr als die Vögel. Und wer kann sein Leben durch Sorgen auch bloß ein Bett verlängern? Oh my goodness. Ich glaube, some von uns, wenn wir können uns Leben verlängern mit Sorgen, wie wir 100 Jahre alt waren. Und so wir uns Leben nicht, er sagt, wir können uns Leben nicht verlängern mit Sorgen. Und zu Wort merkt ihr Sorgen immer. So ist immer, was merkt wir Sorgen? Und dann geht er hier wieder in diese Farge und er redet davon, wenn wir mal ein bisschen nach den Blumen checken, die Blumen, die sind auf dem Stab, die sind so Geschmack, aber das geht nicht so lang, dann sind die dreich und die steifen weich oder die werden verbrannt. Wie wir zusammen ein bisschen nach Barranca del Cobre gefahren und ich ging einmal ein bisschen bei sieben weich und dass wir bloß so Geschmack mit so viel verschiedene Blumen, die sind so Geschmack. Und er sagt hier so in der Farge dort, check mal nach den Blumen. Die Blumen, die sind so Geschmack, die sind actually schmacker gekleidet als Salomon und all seine Reichtum, was er hat. Und danach kümmert Gott sich um uns. Die Blumen, die verdrehen, die verbrennen, die sind weich. Und was merkt ihr so viel Sorgen? Was habt ihr doch für einen kleinen Glauben? Dus ik geloof dat komt alle wat het trägt, nur wenn es kommt mit dem Geld, haben wir Vertrauen auf Gott. Denkt, wieso das was wir selbst tun. Wieso habe ich so ein kleiner Glauben? Check mal, Gott, der wird sich jeden kümmern und wir feilen manchmal so, wie machen wir das tun? Wir wollen uns mit uns selbst kümmern. Nou, ich weiß, dass wir mit alle schaffen, wir müssen weise sein, wir müssen verabplanen und all die Dinge, das ist alles gut. Aber was er nicht will, ist, dass wir anfangen zu sorgen und dass er nicht das Wichtigste ist und dass wir auf einmal so denken, das mache ich einfach selbst tun. Gott, der wird sich nicht an mich kümmern. Er sagt, was habe ich von kleiner Glauben? Und der andere wird, ich will mich an ihn kümmern. I got you. Je soll nicht sorgen und sagen, was soll wir eten, was soll wir trinken, was soll wir antragen. Dort sind alle Sorgen, die die Welt ja sich merken. Aber jün vor am Himmel weit, dass die das alle brücken. Ich kicke mir das Werk ein bisschen, aber wenn wir hier so sein dort, hat es gesagt, jün vor am Himmel. Das ist, wir haben vor am Himmel. Und ich kicke mir ein bisschen, was ist eine Verantwortung von einem Vater in einem Heim? Und kannst die alle verschiedene Dinge abchecken. Da sind 10 Dinge, da 12 Dinge, da 20 Dinge, was irgendwer sich auf abgeschrieben. Sehr interessant, noch mal ein bisschen sein, was sind die Verantwortungen, was ein Vater hat. Aber dann gehe ich auch nach der Schrift und checke in der Bibel, was sind die Verantwortungen von einem Vater in einem Heim. Ein von den Dingen, was sehr klar ist, dass der Vater in einem Heim, dort soll der sein, was nur checkt, dass die Familie was zu leben hat. Heißt der Provider, heißt der, was der schaffen und sicher merken, dass die Familie was zu essen hat. Und wir haben einen Vater im Himmel.
En hij wordt zich ook aan ons kameren. En dan als de vrouw vertrouw wie dat, geloof wie dat. Er denkt, wie zou hij van mij vergeten? Ik ga je schaf, dat lijkt niemals. En de voerder, die kamert zich niet aan mij. En zo dat is een ding te even denken, because de voerder, die kamert zich aan die. En dat is bloß alleen een ganze thema van te denken, dat we hebben voerder in hemel. Die weet wat ons fehlt en hij wordt zich aan ons kameren. Hij zegt, Jezus zegt wieder, en hij zegt, aber zie ik het eerste naar God zijn rijk en naar zijn gerechtigheid, dan wil je dat andere ook alle krijgen. Zie ik het eerste naar God zijn gerechtigheid en dan wil je dat andere ook alle krijgen. En andere weer is, wat is die wichtig? Wat is die wichtig? En zie ik het eerste naar God zijn rijk? Zie ik het eerste naar hem? Is hij het eerste naar wat u kijkt? Of is hij het laatste? En wanneer we aan denken dat God zijn koninkrijk, wanneer het zegt, zie ik het eerste naar God zijn rijk. Wat is God zijn rijk? God zijn rijk is God's kingdom living, wat we kunnen zeggen. Naar God zijn rijk leven, dat is allemaal de andere, dat de eerste komt. De nächste, die komt allemaal het eerste. En wanneer we bloß aankijken dat Jezus die zegt, wat je gaat voor de geringste doen, dat ga je te mij doen. Wat je gaat voor de nächste doen, dat ga je voor mij doen. Ik geloof dat we zijn zeer goed wanneer het komt dat naar God zijn gerechtigheid zoeken, aber niet zo goed wanneer het komt om geld. Wanneer het geld komt, dan denken we zo dat wat we zelf doen. Wat ik meen met dat is, wanneer we aandenken aan God zijn gerechtigheid, dan komen we te Jezus en we zeggen, Jezus, maak me rijk voor God, ik neem die aan, im geloven, en dat gaan we klaar, en dat gaan we verstaan, en we zijn goed met dat, hem aannemen, zijn gerechtigheid aannemen, wenn wie weit onze gerechtigheid wordt niet toerekenen. Maar wanneer het komt om geld, dan is het een beetje stilheld. Wenn dat geld is zo wat we kunnen aanschieren, dat geld dat gaan we verschaffen, dat gaan we in onze hang hebben, dat gaan we in onze kwentabane zijn. En daar zo, als het manchmal een beetje erop aan waar het komt, dat we God ganz laten aankomen, de finances, wenn dat is zo waar we ons zelfs aan kameren. Ik heb hier een paar dingen opgeschreven, waar ik geloof, waar dat geld gaat aan te schikken. Te verbruiken, wat we kunnen zeggen. Nummer 1 is, dit is wat we geld hebben. We verbruiken dat. Dat is 1. We doen een schuld betalen. Dat is een ganz lange thema van dat. Want we zullen schuld betalen, wat de schuld is, wat we al verbruikt hebben, wat we al geleefd hebben. We toelden nog eenmaal aan. Dat is niet goede schuld, maar dat is hoe dat geld gaan gaat. We doen ook taxtool. Dat apart is ook een ganz thema. Wenn manchmal hebben we dat niet meer recht te houden, dat we even zullen taxtool. We verzekeren dat we dat niet gebruiken doen, of wat immer dat is. En over taxtool is ook een part waar het geld gaan gaat. En dan nummer 4 is, waar we dat geld opsparen, wie we kunnen zeggen savings, of dat geld wat we wegleggen, opsparen. En dan nummer 5 is waar we geven. En ik weet, in alle van deze zijn verschillende klassen ben. Dat is niet bloß dat er een steht jetzt, er zijn verschillende klassen. Jeder een heeft een verschillende thema. Maar deze 5 hoofddingen, dit is waar ons geld gaan gaat. Dit is waar het gaan gaat. En het domme ding is, dat voor de meeste van ons, dit zo krijgt is dat het naar de rij gaat. We verbruiken het geld, we doen een schuldtool, taxtool. Dan wanneer we nog gaan, doen we nog wat opsparen. En dan wanneer nog wat overgebleven is, of op eenmaal wat groter wordt wat passiert is, dan doen we nog geven. Dat is dus vele van ons dat doen. En dat is niet de rechte weg om met het geld omgaan. Ik geloof een beetje dat dit, wanneer we nog eenmaal weer dat met van een andere angle, of van een andere zijde nog een beetje bekijken. Dit is dus wie dat werkelijk doen. We verbruiken en dat is voor mij. En wie tool schuld, dat is ook voor mij, wanneer ik dat al verbruik. En wie dan de taxtool, dat is voor mij. Opsparen, dat is ook voor mij. Dat wil ik ook, wanneer ik dat eerst nog maar laat, wanneer ik eerst alles zie, dan wil ik wat opgespaard, dat is ook voor mij. En dan geven, en dat is dan voor God en voor anderen. En dat is alle mij het eerste. Het probleem met dit is dat God en anderen, die krijgen nog dat eeuwig blijft zal. Eerst over al dit. En dan dat geven, dat is nog dat eeuwig blijft zal. Veelmaal is het dus dat God en anderen, die krijgen nog dat eeuwig blijft zal. En dit is een beetje zoals van wie willen zeggen, ik leef voor mij eerst, en dan nog wat eeuwig blijft, dan wil ik nog dat eeuwig blijft zal nog weggeven. En dat schode ding is dat ik geloof,
some von uns, wie hat das in was ist das so mitgearbeitet. Uns ist, wie würde ich sagen, uns nicht anders geliert. Hat keiner von uns anders wirklich gewesen. Es ist das so Leben. Verbrücken, Schulpertool, Tagstool, und dann noch ein bisschen Taubsporen, und dann noch geben. Und das ist nicht der rechte Weg, Tim dort down. Ich glaube dort, ich rede diese Weg mit einem Freund und er sagt dort, du sind sam, und er redet von dort, da wäre sam, was er gesagt hat, das ist das so, sie ich abgewaschen, ich wusste nicht mal, dort even für mich wäre. Ich dachte immer, dort wäre für so eine vielleicht für andere oder für die, oder was eine Farmerie hat. Wenn ich ausschaffe, oder wenn ich noch nicht selbst meine Farmerie habe, oder was immer, das ist nicht mal für mich. Und so ich glaube, wir sind in welcher Hinsicht nicht reich gelehrt in dort. Und dort wollen wir davon reden, dass wir reich und weich lehren. Und Matthäus sagt, Vers 21, das sage wie ich all, das sage ich, wo dein Schatz ist, da wird dein Hort auch sein. Ich weiß nicht, wer von euch einmal eine neue Kuh gekauft oder einen besseren Truck gekauft. Aber wenn ihr das getan, ein bisschen Upgrade getan oder nie gekauft, die würdet keiner noch verstehen. Wenn ihr sagt, Schatz, das ist Dinge, was die wichtig ist, das ist dein Geld, deine Reichtum oder die Dinge, was du gekauft hast. Wenn ihr nie ein Pickup gekauft, ich weiß nicht, wo jeder down, aber dann parkt ihr vielleicht dort weit auf, bis Sams oder irgendwo, keiner nicht, was die da kennen, jeden Pickup, dass die nicht was verkleven oder so abpassen für den. Und aber die Kinder, der hat keine Freiheit, der Kirchenband zu eten, 3 Kirchen da verstreuen und so was. Wo wenn ein Wasser von uns hart als du wo uns Schatz ist, wie passen wir ab? Now, ich sehe sehr für abpassen und die Dinge gut behandeln, was wir haben. Aber ich glaube, wir können mit dort verstehen, dass wo uns Schatz ist, da wird uns hart auch sein. Part von uns hart, jeder auch da haben. Und Jesus, der braucht wirklich nicht nur, unseren nur die Bibel checken, um sein, wo uns Hort ist. Ich dachte, das wäre, wenn Gott will sein, wo mein Hort ist, er braucht wirklich nicht checken, nur meine Bibel, die ich gelesen habe. Er braucht bloß nur meine Stau, die Quente checken. Hat checken, was ich verbraucht habe. Wo immer die Liste ist von Dingen, wo ich weitergeschickt habe, wo mein Geld ist hingegangen. Dann kann er sein, wo mein Hort ist. Er kann ja dort eine Weg sein. Aber ein anderer Weg ist dort, wo immer du dein Geld anschaust, dort wo das meiste Wort zu sein sein, wo dein Hort ist. Das ist ganz leicht, Gott zu vertrauen, denke ich so, mit Dingen, wo wir keine Kontrolle über haben. Ich rede hier schon ein kleines bisschen von. Wenn wir denken an, dass Jesus, der wird zurückkommen, unsere Lesung hängt auf, von dass wir haben angenommen, und wenn Jesus kommt, wir haben ganz vertrauen, dass wir bei ihm sind, und wir wissen noch nicht, wo das alle was sein, aber uns vertrauen, haben wir ganz gesagt ab ihm, und wenn du, haben wir keine Kontrolle über. Nicht wie das, dass wir haben angenommen, aber verschiedene andere Dinge, wo wir keine Kontrolle über haben, das ist leichter manchmal, Jesus ganz zu vertrauen. Aber wenn es kommt mit dem Geld, was wir können an unser Hängen haben, das ist nicht ganz so einfach. Und so werden wir noch einmal ein kleines bisschen noch diese Liste noch einmal ein bisschen checken. So wenn wir das noch einmal ein bisschen checken, wie verbrücken, wie tun Schuld, wie tun Tags, wie Sport und dann zuletzt wie geben. Und in Wirklichkeit, wenn wir das so leben, das ja uns selbst nicht mal scheint, das ist ein Teil Druck da enger und wie viele irgendwas ist nicht ganz reich. Und ich glaube, ich würde gerne von mir sein, dass ich das so high lebt, das wird ihm schämen. Because das wird nicht, was Gott geplant hat. Und Gott hat einen anderen Plan, wo wir sollen leben. Und ich stelle mich bis zum Ding auf und ich dachte, wo würde es sein, wenn wir anfangen, das so zu leben. Aber sie das Erste, noch Gott sein Recht und seine Gerechtigkeit. Wenn wir arm würden, das Erste haben, wo würde es dann sein? Wenn wir arm das Erste haben. Sie das Interessante, denke ich, ist, wenn wir arm das Erste haben, das meint noch nicht, dass wir dann nichts selber haben. Und das meint nicht, dass wir selber alles arm geben, alles selber weggeben, wie wir nichts nicht haben. Er hat uns nicht ausgeschlossen aus der Liste. Wir sind auch ein Part von der Liste. Er will bloß das Erste sein und dann kommt das Evangelium. Und wenn wir mal ein bisschen noch die Liste checken, die würden ein bisschen das so loten. Wenn Gott und andere würde das Erste sein, und dann sehe ich, me.
En so Gott heeft gleich een trouble met, wanneer we gaan leven doen en we laten ons dat schijn gaan en we kennen op vakantie is voor en vijf zondag red ik van een nieuwe cousine aanzet en al die dingen. Gott heeft er niet een trouble met. Hij wil best niet ha dat we zal alle dat doen en dat hij hier het eeuwig blijft zal krijgen. Gott die wil nummer 1 zijn en dan zegt me. En wanneer we worden dus dit zo aanvangen te leven. Ik weet dat ons wordt China gaan. We worden een stad hebben waar ons wat vrede zijn, waar wat vrede zijn. En waar even zoveel dat er is een zwak er hingen. Dat heeft werkelijk een mening dat ik hier zie. Mijn leven heeft een zwak, dat is bediening te hingen. En er wordt even een beetje margin zijn. Dus er wordt een beetje ruim zijn, wat ze niet allemaal zo eng vallen, wanneer we aanvangen dat naar God zijn weg te doen. Wie würden wir nicht mal anfangen, sich das so zu leben? Erst geben, absparen und dann leben. Das ist ein sehr einfaches Prinzip von Leben, aber wenn wir anfangen zu denken, dass wir geben, absparen und leben, aber dann kommt die große Frage, und dort ist, wo viel? Wo viel geben, wo viel absparen und wo wollen wir das alle drei stellen? En zo ik wil jullie plus moed merken, wanneer je dat nog niet gedaan hebt, je nog niet wat door bent, wanneer je niet 10% geven, dan vang door mal aan. Wanneer je wordt aanvangen 10% te geven. En dan kan je bereden hoeveel wil je opsparen. En dit kan je opsparen van later dag. Wanneer je alle bent, of wat immer dat is, of wat je willen opsparen, een dag kijken, maar wat immer je gaan willen, een plan merken voor je leven. En dan weet je dan wat je aannoemt is, bemerkt een procent dat niet een som te gaan. De oorzaak waarom ik dat zei, is, wenn dat leven dat kan ändern, en dat kan vielleicht een grotere arm zijn, of een kleinere arm zijn, of je krijgt een raise, of wat immer dat alles is, krijgt je betoeld. Wat immer dat is, en wanneer dat besonders van een beetje aanvangt naar hecht te gaan, wanneer hij niet hier zo'n procent heeft, dan vangt hij aan zichzelf te zeggen, nou, dit is bijzonder veel te veel. Dus nu heb ik een beetje meer verdiend, wieso wil ik zoveel weggeven? Maar in steeds een som gaan, dan doet een procent gaan. En zo wanneer we zeggen van 10% geven, ik weet dat in het Oude Testament, dat we dat in gezet, dat moest dat je doen. En maar dat is een principe wat in het Nieuwe Testament van gereed is en wat er schaft en wat er van jou nog allemaal schaft. En zo dat is wat ik zeg, Jezus, die zegt niet dat geef me alles en blijft allemaal ohne niks. Hij zegt pas, hij wil het eerste zijn, en dan dat je dat wat opsporen en dan leef. Dan leef met het evangelie en kijk je nieuwe dingen, kijk je betere dingen, plant waar je wil gaan voor met je familie top. Maar draait je dat, is dit zo traag met een procent en er staat een som. En het leven dat kan zeer omdraaien. En vielleicht sagst du, well, ik zie bloß niet wat door, ik kan dat niet doen. Ik zie niet hier met de dingen waar ik nu groot zie, ik kan dat niet doen. Jaren terug, dan weer eigen Christi door. En ik zei, ik kan niet, wanneer ik nog dit nog zal betoelen, dan hier zo aanvangen te geven. En al die dingen, dan moet je wijzen met omgaan. En we vangen den rechter stoop aan te merken en gingen op den weg op. En God heeft het gezien. Ik wil het zo klaar merken dat we doen helemaal niet leren. En ik wil ook niet zeggen, dat geven en dan was je krijgen. Maar dat is wat er hingen, wanneer we dat naar God zien weg doen en den rechter weg doen, dat hij het eerste is. Wanneer we eerst geven doen, Gott zegent ons leven. Wo der vrijheid is, wo der schijngoon is, wo der zwak is. En dat leven niet allemaal zich zo valt dat ik dit geloof zie. Want we willen niet dit geloof zijn. We willen niet dit zijn wat allemaal met vergezegd wordt van zeswem er van dat geld. En zo, wanneer du nog niet hier bent, ik wil die best merken. Red met die partner, met die vrouw, met die man, bereid dat. Wat van procent en wat van procent. En dan zoals ik zondag zei, somebody had me gevraagd, hoe zal ik geven? Geef u een dankbaarheid God? Een ander wie het geven op zo'n staat, waar u zegt, ik zie dankbaar voor dit. Vielleicht is het in een lokale kerk, vielleicht is het een school, vielleicht is het wat immer het is, maar ik zie dankbaar voor dit wat passiert in mijn familie, daar ik dat geef, voor hoe immer du dankbaar bent. Nou, nummer 2, geef op zo'n staat, wo du sagst, ik geef met een gebruik het God. Wanneer ik dat zei, wat er aangaat met de kinderen, wat vielleicht im kinderheim zijn, wat er niet elderen hebben, of wat immer het is, de jongste ander staat, geef op zo'n staat, dat du sagst, mij bereikt het God, en dat is hoe ik geef. En dan zat een percentage ziet, wat je opsparen, en dan laat het schijn gaan, en dan leef. En God, dat
dat sehen, Gott heeft een vrede aan dat. En hij wist dat we worden leven en zeer veel met geld te doen hebben. Wanneer du dit hier heerst van jou, vielleicht erst dat in die, dat du sagst, ich schuive ein bisschen träge und das, ich kann das nicht ganz verstehen, ich sehe das nicht, das merkt man nicht sehr. Und du fällst in die Salz, all jen schuiven, jen dessen ganzen Idee. Meine Frau ist bloß, wat is die uitred? Har ik mijn klein nog die uitred? Wat is die uitred van ze dit zo aanvangen te leven? Ik geloof een van de uitred wat er zeer hastig te zijn komt is, wanneer ik dit zo weer aanvangen te leven, dan wordt mij dat nog zo lang duur, dat tweemaal zo lang, maar ik mijn schuld betaald heb. En wanneer ik dit zo aanvangen te leven, dan kan ik zijn, dan worden we nog niet voort dat kunnen kijken, wat ik mij kijken wil. Verschiedenste dingen komen ons vielleicht in zijn uitred, wat dan in ons zijn komt. En ik wil jullie daarna merken dat de aanvang te leven op een rechte weg nu. En zo wanneer du was die zelfs mal vrouwen, wat is de center, wat is in de maat van dat ik terugschuiven doe, dat ik niet dit zo leven wil. Ik geloof een beetje dat kan zijn dat het niet mal zoveel dat het met geld te doen heeft. En hoe veel geld ik moet geven, zo wat er staat, heeft vielleicht meer met te doen is, heb ik werkelijk vertrouwen. Hij zegt, wat heb je van kleiner geloven? Als ik werkelijk vertrouwen heb, dat God wat zich aan mij kameren. God wat zich aan mij kameren en meint dat God zien weg doet, dat God dat wat zien. Vielleicht is het dat die den vertrouwen fehlt, dat den vertrouwen ganz op God zaten is. So, ich weiß, dass wenn wir von Geld reden, das kann ein bisschen amacklich werden und vielleicht selber nicht auf Bereich steht in unseren Gedanken, dass wir nicht Bereich überdenken. Aber ich will uns alle Mut merken, dass wir bis den Heiligen Jesus fragen. Und gut, trägt nur die Bibel, checkt ihr selbst dort eben, aber fragt den Heiligen Jesus, Frau Gott, wo soll ich mit meinem Geld umgehen? Und es steht, dass sich das immer so fällt, dass das Geld mir das fair sein und das kostet nicht. Frau mal Gott, wo soll ich umgehen mit meinem Geld? Und dann dort absehen war ich noch dann, dass ich das sehen kann. Ich will mit Ihnen beten, ich würde fragen, dass ihr abstehen dann. Und aber in das Gebet, was mein Gebet ist für ihn, das ist, dass ihr war willig sein, um zu Gott zu sein, dass ich lade die an, um mit mir taub die Finanzen ever zu planen und dass das abgelehnt ist, mit so du das was Herr Gott. Wenn was darauf ankommt, ist, dass wir das uns weichen. Und so werden wir bloß Gott anladen, dass er in uns Leben kommt, und dass wir ihm anladen, dass er Part ist von uns Geld. Gott, du kannst das sein, und du weißt das, dass in dieser Welt mit Leben und Geld wird wie viel zu tun haben. Jeder Tag brauchen wir das Geld. Und es ist so leicht, fast zu werden und dort uns Vertrauen zu setzen auf das Geld, dass dort uns was durchdrehen. Und so, Gott, wie froh, dass du in den Markt kommst von unseren Finanzen, von uns Leben, wo wir mit Geld umgehen, dass wir dort einen Weg anfangen zu tun, was die ihr bringt, und dass du nicht immer die Leftover kriegst, dass du nicht immer die Überbleibsel kriegst, aber dass du das Erste bist. Dass wir das Erste haben in all unseren Areas von uns Leben. Dankeschön, Gott, dafür. Help uns, dass wir können diesen Weg leben und die hochheben und die ehren mit den Dingen, die du uns gegeben hast. Gott, wir danken dir für die Arten, die da sind und die Arten, die du nu kriegst, die du angebracht hast. Dankeschön für das. All die gute Arten, all die Segnungen, die Gesundheit, die Familie, all die gute Dinge, all die Segnungen über uns Leben. Dankeschön dafür. Help uns bis, dass wir dort sein, als dass wir sind Verwalter, für das wem und nicht für uns selbst, dass wir dort auf ein Reich der Weich brücken, auf ein Reich der steht Handschenken. Dankeschön Gott, dass du uns gnädig bist, dass du uns helfen das mit dir, lehr uns in unsere Gedanken, auf den Reich der Weich umzugehen mit uns Geld. Wir loben dich und wir sind dir, Gott Jesus. Amen. Unser Prayer-Team, das hier fährt, die sind hier bereit für ihn zu beten. Wenn das somebody ist, was ein Gebet fehlt von dir, Gott nicht redet, sie sind hier wirklich für ihn zu beten. Gottes Segen, Barakum.